Die eine von Adam und Eva, Büssi zappt ihn. Büssi zappt ihn, was für ein Format, ein Legendenformat. Noch nie gesehen, null. So, machen wir mal. Ich bin mal gespannt, um was geht es da? Einfach so Reaction, wie ich das mache. Aber ich mache es natürlich ein bisschen professioneller. Ja. Oh, die Scheiße nochmal. Die eine von Adam und Eva. Huch. Wollen wir ihn dann mal starten? Ja? Sehr gerne. Komm mit. Pause. Ah, wir hüpfen jetzt an die Station. Der gute Laune-Schritt. Oh nein, genau solche Leute bringen den Coronavirus in die Schweiz. Hey, keine Ahnung, was die da vorher geschnupft haben, aber ich bin sicher, sie haben mindestens so einen guten Spruch drauf gehabt vorher wie die da. Aha, der Büssi. Was ist denn das für ein Text da unten dran? Ist das der Text, den du einfach mitgeliefert bekommst, oder wie? Die Sattler sind die Besten. Wer es nicht glaubt, der kann es vertesten. Oder Fasnacht mache ich wie nicht. Schlapp, was nicht tötet, härtet ab. Preis! Schweizer. Als Moderator überlegt man sich ja immer, wie kann ich einen möglichst originellen Einstieg in eine Moderation haben. Gut, manchmal kann man auch ein bisschen zu originell sein. Völlig unverfroren moderiert diese Katzenlady von einem Bündner Berg herunter. Skilift miteinander. Es sieht ein bisschen aus wie im Film Skilift miteinander. Aber wieso? Von den 30 Kühen im Stall von Pius Kramer sind ein guter Drittel Sprössling vom Guspel. Der Stier hat ein friedliches Gemüt. Besonders zum Pius Kramer hat er eine enge Bindung. Zum die aufbauen hat der Bauer einen einfachen Trick angewendet. Er brünzelt manchmal an einen Herren. What did you say? Er brünzelt manchmal an einen Herren. Also wirklich, ich weiß auch nicht, was da abgeht. Natürlich ist es Tele Zürich, oder Tele Bern. Natürlich sind es die. Also, was ist das für ein Beitrag? Was ist das, der Matthias? Mattu, sag doch das nicht im Fernsehen, was du mit deinen Kühen machst, die die gar nicht wissen, Mattu. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Ja. Manchmal kannst du als Fernsehmoderator deine Jobs ja auch nicht aussuchen, sondern du wirst irgendwie von der Redaktion noch jemand angeschickt. Und dann ist ganz wichtig, professionell bleiben. Ja, nichts anmerken lassen und immer schön mitmachen. So wie das die sehr geschätzte Kollegin Fabienne Bammer diese Woche gemacht hat. Zurück im Lach-Yoga bei der Karin Jan. Beide Hände, aber miteinander. Hey, perfekt muss es sein. Ach. Es gibt wirklich für alles so Selbsthilfegruppen und Yoga-Kurse und so. Ja, nee, wenn es gewissen Leuten hilft, schön. Aber nicht filmen. Filmen es nicht. Fertig, go. Oh nee. Dann machen wir. Very good, yeah. Very good, yeah. Very good, yeah. Ui. Was ist das? Was ist das? Was machen die dort? Very gut. Oh Scheiße, nochmal. Genau in die Gruppe, aber ja. Komm in die Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe, Jungs. Am Schluss muss ich aber sagen, es hat richtig viel Freude gemacht. Uiuiuiui, das ist auch etwa das, was ich denke, etwa während 90% der Zeit, wenn ich Germany's Next Topmodel schaue. Ich freue mich total, dass es jetzt halt nicht nur nackt ist, sondern auch mit Tieren. So soft. Nicht nur nackt ist, sondern auch mit Tieren. Also die Einschnitte muss ich schon sagen, Zeptin, also die Einschnitte, die ihr da einschneidet, da kann man schon noch ein bisschen dran arbeiten, würde ich sagen. Tieren? Aber um was geht es denn eigentlich genau? Das Shooting ist mega. Ich meine, wer kriegt schon mal die Chance, auf einem Pferd zu sitzen, nackt am Strand in Costa Rica? Was gibt es Geileres? Tönt ein bisschen kitschig, aber... Weil es auch, man ist ja total so ganz nackt auf einem Pferd. Das ist ja nicht einfach so
gerade entfernt. Ich fühle mich dann so wie die eine von Adam und Eva, also Eva. Ja, darf nicht wahr sein. Von der einen, von Adam und Eva, da die Eva, gehen wir jetzt zum anderen von Adam und Eva, da der Adam. Ja, das sogenannte Frauentagebuch, habe ich so genannt. Jo, was ist das für ein Foto im Hintergrund? Bitte nicht. Nein. Das geht. Halt. Ja, damals habe ich mit meinem besten Freund haben wir so gesagt, dass wir uns mal alle Frauen aufschreiben, wie viel wir hatten damals. Ja. Und irgendwann hat der Zettel nicht mehr ausgereicht. Ist ein bisschen unprofessionell. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt ein Buch. Hut ab, das ist eine grossartige Leistung. So, Damen und Herren, und jetzt macht euch gefasst auf ein Comeback, wo niemand drauf gewartet hat. Oh ja, sie ist es. Mia is back. Und 3+ wäre nicht 3+, würden sie ihr nicht eine Bühne bieten. Ich will mich apparat machen, ich will nicht verpassen. Oh mein Gott. Ich bin wieder mit! Very good, yes! Wir haben schon mal eine Gemeinsamkeit. Du bist Barista und ich bin ein absoluter Cappuccino-addicted Person. Es gibt keinen Morgen, wo ich starten darf ohne einen Cappuccino. Ich fange an, nackt mit mein Haus, laufe ich rum, mache mir einen Cappuccino. Du musst das nicht anschauen, keine Angst. Wäre ich doch daheim geblieben. Vielleicht wichtige Lektion von der DJ Anton. Man muss nicht immer alles laut aussprechen, was man gerade denkt. Da hätte er sich vielleicht das Beispiel an der Caro nehmen sollen. Caro mag Männer, die wissen, wie sie mich einfangen können und wissen, wie sie mich romantisch bumsen. Ja. Und dieser einem Gemälde entsprungene junge Mann ist ein wahres Date-Küken. Das ist mein erstes Date, ich hatte sowas noch nie. Du hattest überhaupt noch nie ein Date? Ach, also hattest du auch keinen Sex noch? Natürlich. Hier. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Nee. Also Mama und Sex, das ist natürlich Priorität und hat auch Standard. Hallo, ich bin Foxy. Ich bin der Grund, warum das Video ganz viele Klicks bekommt. Und ihr solltet jetzt unbedingt den letzten Clip anschauen. Es geht nämlich um Hunde. Wow. Und zum Schluss noch ein Besuch bei einem Medium. Für Hunde. Ich tue jetzt gerade schnell mit ihm Kontakt aufnehmen, gell? Dann nachher können wir quasi gerade das Dreiergespräch führen, gell? Genau. So, du siehst ja, ist alles gut. Genau, also er vermittelt mir so Impuls, dass er quasi, dass er ein rechtes Trauma davongetragen hat bei der Trennung von seiner Mami damals. Oh. Sind wir allein in diesem Universum unmöglich, wenn man nur die Wunder betrachtet, die um uns herum geschehen. Gut, also was manchmal im Fernsehen irgendwie passiert, also manchmal weiß ich auch nicht, was da abgeht. Also TV ist wirklich etwas, ich weiß auch nicht, ganz wilde Sachen, ganz komische Sachen, also kann man nicht anders sagen, aber hey, Stefan, Like geht raus zu dir, Like geht raus. That you'll ever do.